vielmals, Band, dass ihr uns da mitgenommen habt in die Worship-Zeit. Und jetzt freue ich mich, mit euch zusammen an dem heutigen Morgen so ein bisschen über den Schweizer Tellerrand rauszuschauen. Und zwar in die Weltmission, wie der Joni gesagt hat. Wir haben heute Morgen den Philipp Rüsch bei uns und ich darf einen Tag mit ihm halten und ich freue mich, so ein bisschen Einblick zu bekommen, so was Gott auf dieser Welt tut. Der Philipp Rüsch ist seit mehreren Jahren Teil der GVC Zürich-Oberland mit seiner Frau, mit seinen 2 kleinen Kindern. Er ist auch im Ältestenrat. Und durch seinen Job hat er einen Einblick so in die Weltmission. Er arbeitet nämlich bei TWR, das bedeutet Trans World Radio. Für die es vielleicht nicht kennen, noch nie gehört haben, es ist die Dachorganisation von ERF Medien. Ich denke, die meisten von euch haben schon mal von ERF Medien gehört oder damit zu tun gehabt. Sie machen weltweit christliche Medienarbeit, wo sie in 230 verschiedenen Sprachen das Evangelium, Gottes Wort in die Welt raussenden. Das ist also eine geniale, grosse Sache, wie sie Gottes Wort in die Welt rausbringen. Er ist Personalleiter von Europa. Er ist aber auch weltweit unterwegs in der Leiterschaftsentwicklung. Und durch seinen Job und das viele Reisen hat er natürlich Kontakt mit verschiedensten Leuten. Und wie gesagt, kommt der Einblick über so ein bisschen in die Weltmission. Dazu hat er vor ein paar Wochen seinen Horizont erweitern. Er ist an den Lausanne-Kongress gegangen. Das ist nicht ein Kongress in Lausanne, der heisst so, aber der ist in Korea, in Seoul. Er ist dazu eingeladen worden mit einer Schweizer Delegation. Und für all die vielleicht noch nicht so viel über die Konferenz, über den Kongress wissen, da noch so ein paar Facts dazu. Die globale Missionsbewegung gibt es seit 1974, also doch schon einige Jahre. Und sie ist gegründet worden vom Erweckungsprediger, der Billy Graham. Ich nehme an, die meisten von euch sagen das etwas. Und von John Stott, das war ein Theologe. Und das Ziel war, christliche Leiter weltweit zusammenzubringen und die Mission zu stärken. Und die Vision von dem Kongress ist: Lasst uns als Kirche Christus gemeinsam verkünden und sichtbar machen. Weil sie die Überzeugung haben, dass das Evangelium für jeden Mensch ist, für jede Person. Und darum ist das ein grosses Anliegen. Ich freue mich jetzt, direkt von Philipp zu hören. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt da sitzt und zuhörst, um dein Herz aufzumachen für das, was Gott heute Morgen vielleicht tun will, zu dir reden. Und ich wünsche mir für mich und für dich, dass einfach unseren Blick öffnen für die Welt. Komm, wir geben dem Philipp einen herzlichen Applaus, wenn er auf die Bühne kommt. Welcome, Philipp. Schön, Danke, dass du da oben mit mir bist und dir die Zeit nimmst. Darf ich echt auch noch mein Wasser, das dort neben meinem Stuhl steht? Dankeschön. Merci vielmals. So, wie ich vorher gesagt habe, du bist Teil von dem Lausanne-Kongress vor ein paar Wochen. Ich glaube, viele von da kennen Konferenzen, vielleicht GVC-Konferenz, ICF oder von Megachurches, so Konferenzen. Aber das ist doch nochmal ein anderer Kongress, da wird man ja eingeladen. Du hast mir gesagt, dass nicht einfach nur die Westler teilnehmen, sondern wirklich viele Länder vertreten sind. Und gib uns doch mal kurz einen Einblick, was sind so die Schwerpunkte gewesen, damit wir so ein bisschen wissen, um was geht es überhaupt oder ist es gegangen an dem Kongress? Ja, genau, also es waren über 5000 Teilnehmer aus quasi allen Ländern der Welt. Und es ging um verschiedenste Themen. Ein großes Hauptthema ist Collaboration, Zusammenarbeit. Weil eine große Herausforderung so im Bereich Mission ist, dass man irgendwie dazu tendiert, immer wieder so das Rad neu zu erfinden und zu entwickeln und so sein eigenes Ding zu machen. Und es ist total wichtig, dass wir zusammenarbeiten über Organisationsgrenzen hinweg. Ein ganz kleines Beispiel habe ich jetzt gerade gestern gehört aus Kambodscha, wo eine Frau 2 Organisationen, christliche Organisationen, die im Bereich Trafficking, Human Trafficking arbeiten, zusammengebracht hat, die in der gleichen Straße gearbeitet haben, nichts voneinander wussten. Die einen hatten mega die Stärke, so im Bereich die Frauen rauszuholen aus dieser Situation, aber wussten da nicht, wohin damit. Und die andere Organisation kam eben nicht an die Frauen dran, aber hatte die Safe-Häuser, wo sie hinkommen könnten.
Und das ist so ein Punkt, zusammenzuarbeiten, damit wirklich eine Multiplikation stattfindet. Also das war ein großes Thema. Ein anderes Thema war Einheit. Also das war kein Kongress, wo sich so der evangelikale Kuchen getroffen hat, sondern wirklich alle Denominationen, sogar die Orthodoxen waren dabei. Ich habe ein paar orthodoxe Christen kennengelernt und das finde ich mega stark, wenn man so ein bisschen nicht nur so seinen Kuchen anschaut, sondern über den Tellerrand hinweg. Das Thema Christenverfolgung, da gehen wir nachher noch tiefer drauf ein, ist ein großes Thema. Leider geht es vielen Christen, wenn nicht sogar den meisten Christen, nicht so gut und entspannt, wie es uns hier geht. Und ein ganz wichtiger Punkt war eigentlich gar nicht so das Thema klassische Mission, denn 99% der Christen, wahrscheinlich auch ungefähr 99% von uns hier im Raum, sind nicht irgendwie wie man so schön sagt, im vollzeitlichen Dienst. Also sie sind keine Missionare oder Pastoren oder sowas, sondern haben einfach normale Jobs. Und das ist und soll eigentlich unser Missionsfeld sein, also unser Arbeitsplatz. Und da ist so ein starker Satz gefallen, der mich verfolgt. Your email is your worship song. Also deine E-Mail ist dein Lobpreislied. Und so wie wir auf der Arbeit kommunizieren, so wie wir im Klassenraum kommunizieren oder in Krankenhäusern oder sowas, das ist eigentlich genauso entscheidend, wie was hier auf der Bühne in der Gemeinde passiert. Genau, Ja. das waren so ein paar Themen. Spannend, sicher ein richtig gefühlter Kongress gewesen. Ja, total. Ja, genau. Was sind so Highlights oder auch Ermutigungen, die du für dich mitgenommen hast, die du da mit uns könntest teilen an dem heutigen Morgen? Ja, also mich hat's, ich bin jetzt nicht so der extrem emotionale Typ, aber mich hat es total Nicht. bewegt, dort zu stehen. Also wirklich, in diesem Riesensaal, eben mit über 5000 Leuten, für mich war es ein bisschen so das Gefühl, das ist ein Teil vom Himmel. So wird es irgendwann im Himmel sein. Wir werden aus allen Ländern, aus allen Sprachen dort zusammen sein und zusammen Gott preisen. Und es hat mich wirklich, ich habe das noch nie erlebt, so richtig so den ganzen Körper durchgeschüttelt. Und so oh, krass, diese Gegenwart Gottes zu spüren und zu wissen, es liegt so viel Kraft da drin, wenn wir nicht in unserer Monokultur bleiben, sondern wenn wir die gesamte Vielfalt der Kirche erleben. Und was mir nochmal neu bewusst geworden ist, dass Gott liebt seine Kirche, Gott liebt die Gemeinde. Es ist, in der Bibel heißt es ist seine Braut, also wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Das ist, und natürlich, es gibt so viel, was schiefläuft in der globalen Kirche und sicherlich auch bei uns. Und wir sind bei weitem nicht perfekt, aber darum geht es nicht. Es ist einfach trotzdem so diese tiefe Liebe von Gott für seine Gemeinde und er freut sich, wenn man wie hier zusammenkommt. Und das kam nochmal neu rüber. Ich habe sehr viele spannende Leute getroffen aus den unterschiedlichsten Ecken. Ich weiß nicht, ob wir das Foto haben, wo man den ganzen Saal so sieht. Genau. Man sieht auf dem Foto, es hat ganz viele Tische dort. Also es ist nicht so ein Kongress, wo man einfach nur so schön in Reihen sitzt und einfach nur zuhört, sondern Ich glaube auf dem nächsten Foto noch. man hat, sind immer so Sechser-Tische und an den Tischen hat man ganz viel Kleingruppenarbeit, also 3-mal am Tag, also insgesamt 18 Mal haben wir uns in der Kleingruppe getroffen und ausgetauscht, was heißt das für uns wirklich. Also es ging nicht so sehr darum, um zu konsumieren, sondern um das Ganze real und lebendig für unseren Alltag zu machen. Das war ein großes Highlight und auch einfach mehr über Korea zu erfahren, die koreanische Kirche. Die gesamte christliche Geschichte der koreanischen Kirche ist 100 bis 150 Jahre alt. Wir hier in Europa haben eine fast 2000 Jahre alte Kirchengeschichte. Und trotzdem
ist die koreanische Kirche die Kirche, die am zweitmeisten Missionare sendet weltweit, hinter den USA. Die schicken 20.000 bis 30.000 Missionare in die ganze Welt. Und sie haben einfach so einen Drive, so einen Wunsch, Gottes Reich zu bauen und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist schon echt cool, das ist schon echt ermutigend, das so zu erleben. Ja, spannend. Sind die einen auch mit dir am Tisch gewesen? Du hast gesagt, es wäre spannend, am Tisch auszutauschen, verschiedene Leute. Genau, wir haben, ich kann danach beim Thema Christenverfolgung noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Aber ja, wir hatten Leute aus Indien, aus Nigeria, aus China und Kanada und USA bei mir am Tisch. Ja. Und die haben natürlich alle einen total anderen Blick auf Mission, auf Glaube und Kirche und so. Ja, ja, mega spannend. Ja, da freue ich mich noch drauf. Nur ganz kurz, du hast gesagt, es ist das erste Jahr, wo China auch dabei sein durfte, ausreisen. Ja, genau. Also es ist jetzt der 4. Kongress gewesen in den letzten 50 Jahren, also findet ungefähr einmal pro Generation statt. Und bei den ersten 3 wurden die Chinesen immer direkt, wenn sie das Land ausreisen wollten, wenn sie Mainland China verlassen wollten, daran gehindert. Und es war das erste Mal, dass um die 100 Chinesen wirklich teilnehmen konnten. Und das war was mega Besonderes. Wer so ein bisschen sich auskennt, wie der Druck auf die chinesische Kirche ist, der weiß, was das bedeutet. Und China ist an dem Punkt, wo sie jetzt selber sagen, hey, wir wollen selber jetzt Missionare aussenden. Und das ist immer so ein gutes Zeichen für eine Gemeinde, für ein Land, für eine Kirche, wenn sie sagt, wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt nicht nur empfangen wollen, sondern auch weitergeben wollen. Ja, spannend, mega schön und ermutigend. Nimm uns doch mal mit so ein bisschen in die Welt. Wo sieht man Gottes Wirken weltweit? Ja, also so in den letzten Jahrzehnten hat sich die globale Kirche stark verändert. Vielleicht können wir die eine Statistik zeigen mit den Jahreszahlen. Genau. Ich weiß nicht, ob man es überall sieht. Ich erkläre es ganz kurz. Ganz links ist der Balken 1900, ganz rechts ist 2050, also in der Zukunft liegend. Und um das Jahr 1900 haben ungefähr 2/3 aller Christen auf der Welt in Europa gelebt. Und jetzt in 2020 ist es noch ungefähr 1/3. Das heißt, zum einen zeigt das, wie wir uns an Europa entwickelt haben, aber, also man kann diese Zahlen depressiv lesen oder hoffnungsvoll. Lass uns hoffnungsvoll lesen. Das zeigt, wie die Kirche in Afrika gewachsen ist, wie die Kirche in Lateinamerika gewachsen ist und auch in Asien. Und dort hat sich in den letzten 100 Jahren mega, mega viel getan. Ja, das zeigt so ein bisschen, Europa ist nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt, wir sind nicht der Nabel der Welt. Das ist auch okay. Aber das heißt, in anderen Teilen der Welt hat sich mega viel getan und bewegt und die Kirche ist gewachsen. Und das ist total schön und total spannend. Das bedeutet auch, dass sich wo Missionare herkommen, total verändert hat. Also sie kommen nicht mehr unbedingt so aus dem Westen, sondern heutzutage erleben wir eine, das nennt man polyzentrische Missionsbewegung, das heißt von überall hin. Und zum Beispiel gehen ganz viele Brasilianer oder Lateinamerikaner als Missionare, sind in der Welt aktiv. Der große Vorteil ist, die kommen in Länder rein, wo wir einfach nicht hinkommen. Also man braucht nicht irgendwie groß jetzt als Schweizer Missionswerk Missionare nach Russland zu senden. Das ist einfach extrem schwierig. Aber jetzt jemand aus Kolumbien, der hat dort viel offenere Türen. Und so erleben wir, wie sich das total gewandelt hat. Total spannend ist auch, ich weiß nicht, ob man die andere Statistik noch hat, von wo nach wohin Missionare gehen. Ja. Einfach nur dieser rote Kringel da über Europa, die Zahlen vergleichen 1970 und 2020, also 50 Jahre Unterschied. 1970 kamen die meisten Missionare weltweit aus Europa.
Mittlerweile hat sich das gedreht. Mittlerweile empfangen wir mehr Missionare, als wir aussenden. Das spüren wir vielleicht nicht unbedingt und wir fragen uns, wie kann das sein? Aber es kommen viele, gerade auch Migranten, mit dem Ziel nach Europa, um hier die Kirche zu unterstützen, um hier die Hoffnung von Jesus zu verbreiten. Ich habe gerade letztens eine Mail bekommen von einem Ehepaar aus Südafrika, die sagen, wir wollen eine Gemeinde in Bern gründen. Spannend. Und so für uns ist das so wieso Bern, da hat es doch Gemeinden. Aber wenn man mal so ein bisschen anfängt, drüber nachzudenken und merkt, ja, also eigentlich können wir Unterstützung ganz gut gebrauchen. Mhm. Und ich glaube, das darf man durchaus positiv sehen und jetzt nicht denken, oh, das ist doch eine Verschwendung, sondern hey, Leute wollen uns helfen, unser Land zu erreichen. Da können wir durchaus sie dankbar empfangen. Mhm. Genau. Und dann, ja, eine Sache, die hat mich sehr, sehr begeistert. Und da war der Kongress eigentlich schon vorbei. Ich saß im Shuttle zum Flughafen und saß neben einer jungen Frau aus Hongkong. Und die arbeitet für Alpha Life in Hongkong. Und wer so ein bisschen die letzten Jahre verfolgt hat, Hongkong ist mittlerweile wieder an China angedockt und es gab viele Proteste und ist jetzt nicht so, also mein Bild war eigentlich, Hongkong ist wie China und eigentlich total wieder abgeschottet. Und was sie erzählt hat, war für mich sehr wirklich mind-blowing. Sie hat gesagt, in 2%, also in einer von 50 Firmen in Hongkong, finden Alpha-Life-Kurse statt. Ich muss ehrlich sein, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass man in einer Firma einen Alpha-Kurs machen könnte. Mhm. Für mich gehört das halt hierhin. Aber die denken anders und die sind auch nicht so, haben auch nicht so einen Schiss in der Hose, um sowas auch einfach mal zu wagen. Wir denken doch gleich, oh nein, was wird mein Chef denken? Und dann muss ich gleich erstmal irgendwie 20 Formulare irgendwie bestätigt bekommen von Headquarter, bis ich überhaupt einen Raum nutzen kann und sowas. Und was werden meine Kollegen denken? Und sie hat mir Fotos gezeigt, das sind nicht 2, 3 Leute, die zusammenkommen, sondern es sind irgendwie 50 Leute. Mhm. Und das sind auch nicht irgendwie christliche Firmen, sondern das sind IT-Firmen, das sind zum Teil Anwaltskanzleien und wirklich Firmen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Dort finden Alpha-Kurse statt. Das heißt nicht, dass die ganze Firma dort erscheint und das heißt auch nicht, dass die Firma jetzt plötzlich christlich ist, aber sie stellen die Räume zur Verfügung und da gibt es Leute, die sind so mutig, um einzuladen und es gibt ein großes Interesse, um zu kommen. Mhm. Und jetzt noch die Kirsche auf der Sahne, die Alpha macht in Hongkong Werbung, also Straßenwerbung, so Banner, und die werden von der Regierung bezahlt. Wow. Also ich konnte mir Weiß mal wieso, oder? Es gab, so. So ganz genau weiß man es nicht, weil man weiß jetzt nicht, wer das genau genehmigt hat, aber es gibt wohl Leute in der Regierung, die das für sinnvoll, für positiv erachten, dass sie das nicht nur genehmigen, sondern sagen, okay, wir finanzieren euch das, weil sie natürlich auch sehen, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied in dem Leben von Leuten. Mhm. Und es geht nämlich nicht darum, dass sie dann politisch irgendwie aufgewiegelt werden oder sowas, gegen die Regierung sind, sondern es macht einen Unterschied im Leben, ob man Christ ist oder nicht. Und deswegen sind sie bereit, das zu fördern und zu unterstützen. Und da war ich wirklich irritiert erstmal und habe reflektiert, so wie wir das bei uns leben. Und da können wir uns eine große Scheibe abschneiden, glaube ich. Ja, sehr inspirierend. Ja. Vielleicht auch ermutigend für Unternehmer, Unternehmerinnen, je nachdem. Ja, manchmal braucht es so neue Ideen, oder muss man das mal hören. Das, wie du sagst, kommt man selber vielleicht gar nicht so drauf. Ja, ja, genial. Hey,
dann hast du vorher gesagt, so das Thema verfolgte Christen, verfolgte Kirche, das war auch ein Thema gewesen. Da hast du auch Einblick bekommen. Wie steht es um die verfolgte Kirche weltweit, global? Ja, ich saß gestern Abend in der S-Bahn und die junge Frau schräg vor mir hatte da auf der kleinen Ablage eine Bibel liegen. Und dadurch sind wir so ein bisschen in Smalltalk gekommen, bevor wir ausgestiegen sind. Und da dachte ich krass, im Großteil der Welt wird das lebensgefährlich. So ich weiß nicht, ob ihr so grob eine Weltkarte im Kopf habt, aber ungefähr von Marokko im Nordwesten von Afrika, wenn man von dort eine Linie zieht bis nach Nordkorea, so, man nennt das im Fachterm so das 10-40-Fenster, weil das von den Breitengraden her, von dort über Ägypten, Iran und so weiter, China, Nordkorea, all diese Länder. Wenn man in den Ländern lebt und Christ ist, dann hat man es nicht so leicht, wie wir es haben. Und was für mich nochmal so ein Aha-Moment war, ist, wie unterschiedlich Christenverfolgung aussieht. Also in Nordkorea zum Beispiel, da ist es so, wenn du mit einer Bibel erwischt wirst oder mit einem Radio, dann kannst du gleich deine Sachen packen, deine gesamte Familie und deine Sippe, ihr kommt allesamt ins Arbeitslager. Das führt dazu, dass zum Beispiel, ein Beispiel aus meiner Arbeit, Nordkoreaner, wenn sie, es gibt dort keine Gemeinden, die können sich nicht so treffen wie hier. Wenn sie aber irgendwie geistliche, christliche Nahrung wollen, wir wissen von Leuten, die haben ein Radio und die haben das im Wald vergraben. Und die wissen, wann die nordkoreanischen Sendungen kommen. Dann gehen sie in den Wald, graben das Radio aus, hören es an, vergraben es wieder und gehen wieder zurück. Das ist Realität. Da reden wir nicht irgendwie von vor 100 Jahren, sondern das passiert heutzutage. Vielleicht können wir das Foto zeigen von der Kleingruppe. Da hat es nämlich 2 Leute, die aus der verfolgten Kirche sind. Nein, noch eins weiter, wenn es da ist. So ein Tisch mit 6 Leuten. Ich glaube, das ist nicht drin. Okay, dann ist es nicht dabei. Dann schützen wir die Leute und sagen, aus Sicherheitsgründen zeigen wir das nicht. Einer bei uns aus der Kleingruppe, Nimai, kommt aus Ostindien und er ist dort, leitet dort so ein kleines theologisches Seminar. Und in Indien ist es so, ist ein hinduistisches Land und es gibt immer wieder diese hinduistischen Mobs, die so aufgewiegelt sind und dann durch die Stadt ziehen und alles, was irgendwie christlich ist, verbrennen. Und so haben sie schon ein paar Mal ihre Gebäude verloren. Und sie erleben extremen Druck, sie können keine Spenden sammeln, sie können keine Gelder von außen kommen. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, er hat 3 Töchter, ich habe 2 Töchter, also irgendwie merkt man dann, man spürt das oder spürt eine Verbundenheit. Und wenn er über seine Töchter redet, er hat wirklich Angst. Er hat Angst um sie, weil er hat mir Fotos gezeigt aus der Gegend, was bei ihm passiert ist. Die Fotos könnte man hier nicht zeigen, weil sie zu brutal sind. Wie Christen vergewaltigt werden, geschlagen werden, alles Mögliche. Warum? Einfach, weil sie Christen sind, nicht weil sie irgendwas verbrochen hätten. Dann, wenn wir in Iran schauen, im Iran ist die Situation wiederum anders. Und dort kommt man nicht als ganze Familie in den Knast, dort gibt es auch nicht diese Mobs, aber dort gibt es einfach eine krasse Geheimpolizei, so ein bisschen wie die Stasi in Ostdeutschland. Und ein Beispiel, wir hatten in Korea 2 Iraner, der eine war beim letzten Kongress dabei, 2010, und kurz nachdem er zurückgekommen ist, wurde er verhaftet, 5 Jahre ins Gefängnis gesteckt, 3 Jahre davon in Einzelhaft. 2 mal 2 Meter, 3 Jahre lang. Man kann sich das nicht vorstellen, was das bedeutet.
Und trotzdem, man hat es ihm nicht angespürt, weil er war so fröhlich, er war so begeistert von Jesus und hat einfach von Jesus erzählt. Und das ist für mich sind so Situationen, wo ich sagen muss, das kann man nicht leugnen, das kannst du nicht faken, das kannst du auch nicht irgendwie, keine Ahnung, betrogen machen. So eine Begeisterung, so eine tiefe Freude, so ein tiefer Glaube, das ist schon unglaublich. Eine andere Iranerin, die auch da war, eine junge Frau, die ist von Dorf zu Dorf gegangen und hat von Jesus erzählt, bis sie ins Gefängnis gekommen ist. Dann ist sie nach einer Weile wieder rausgekommen und dann war es so ich habe auf meiner Liste noch dieses eine Dorf stehen. Also was hat sie gemacht? Sie hat als erstes den Bus genommen und ist in dieses Dorf gefahren und hat dort wieder angefangen, von Jesus zu erzählen. Ohne Angst und ohne eingeschüchtert zu sein. Und das finde ich sehr stark. Und dann noch ein viertes Beispiel im südlichen Afrika, also dieses Sub-Saharan Afrika, alles was so unterhalb der Sahara-Wüste ist. Dort 9 von 10 Christen, die für ihren Glauben sterben, kommen von dort. Und zwar ist dort das Hauptproblem, wenn Christen den Glauben wechseln. Wenn sie vom Islam zum Christentum wechseln, dann ist es eigentlich, dann passieren Ehrenmorde. Dann ist es eigentlich für die islamische Familie angesagt, dich den Kopf kürzer zu machen. Und wir hatten die Stella bei uns in der Small Group, die ist Pastorin in Nigeria, also genau in dieser Region. Und sie ist jemand, kommt aus dem Islam und leitet jetzt eine Gemeinde dort. Und sie hat schon mehrfach ein Messer am Hals gehabt, und wo es darum ging, hey, komm zurück oder du musst sterben. Und das ist dort ganz real. Das heißt, Christenverfolgung sieht überall anders aus, aber es kostet viele, viele Menschen das Leben oder Freiheit. Ja, wow. Hey, beeindruckend, irgendwie macht es einmal sprachlos. Gleich ermutigend zu hören, wie du sagst, dass sie Gott in dem Innen ja irgendwie begegnen müssen, sonst würde es nicht weitergehen und vorangehen. Ganz genau. Ja, genau. Ja, wow. Genau. Ja, und ich glaube, manchmal kann für uns Schweizer das so etwas sein, was so fern ist, so weit weg ist, wie wir das Lied nicht gerade vor uns sehen, oder leider ist in der Schweiz anders, oder Christenverfolgung kennen wir nicht so. Gibt es denn da auch Möglichkeiten, die uns helfen können, um vielleicht näher dran zu sein oder informiert zu bleiben, dass es eben nicht einfach irgendwo noch ist? Ja, also es gibt verschiedene Organisationen, die da tätig sind. Zum Beispiel Open Doors ist bekannt, aber auch HMK, die Hilfsaktion Märtyrerkirche, die informieren viel darüber, über Christenverfolgung. Sie bauen Brücken zwischen der westlichen Kirche und der verfolgten Kirche, und sie bringen einfach praktisch konkrete Hilfsgüter, unterstützen zum Beispiel Familien, wo häufig die Väter dann, weil sie Pastoren sind, im Gefängnis sind, und dann hat die Familie kein Einkommen mehr. Dadurch werden sie unterstützt, und so kann man konkret helfen. Aber auch wir als Gemeinde haben ja Verbindungen nach Indien und auch hier über die Agape Indienhilfe und so. Und das ist mega cool, mega wichtig, weil ja, gerade in Indien, ich meine, viele von diesen Ländern sind ja touristische Länder. Wir fliegen nach Marokko, wir fliegen nach Ägypten, wir fliegen nach Indien, um Urlaub zu machen, und realisieren manchmal gar nicht, dass dort für die Einheimischen halt keine Freiheit herrscht. Und deswegen ist es wichtig, auch nicht nur im Urlaub dort zu sein, sondern auch praktisch zu helfen. Menschen dort hin zu machen auf irgendeine Art und Weise. Ja, genau. Ja, super. Danke für den Input. Ja. Jetzt würde ich noch schnell so auf Europa hineinzoomen. Du hast vorher gesagt, Europa ist so Minority, also so, genau, wir sind jetzt nicht gerade der Nabel der Welt, hast du vorher gesagt. Sieht es denn so düster aus?
um Europa oder tut Gott auch noch etwas da? Also ich sehe es jetzt nicht unbedingt düster. Klar, die Situation verändert sich. Wir leben jetzt, unsere Länder sind jetzt nicht mehr so christlich geprägt, wie es noch vor ein paar Jahrzehnten war. Aber ich hab persönlich sehr viel Hoffnung für Europa. Ich war gerade die letzten Tage in Albanien. Da war das Treffen der jungen Leiter von der Lausanne-Bewegung. Und da waren 100 Leute aus fast allen europäischen Ländern. Und es ist einfach total begeistert zu sehen, wie Gott immer wieder Leute ruft. Und gerade auch aus der jungen Generation, die haben wirklich eine große Begeisterung, ein großes Feuer und sie probieren neue Sachen, gerade auch über digitale Kanäle, über Social Media. Da passiert einiges. Ich glaube, wir haben vielleicht manchmal das Gefühl, wir sind in so einem Rückzugsgefecht. Ich glaube, wir dürfen frei aufatmen, frei aufleben. Wir haben immer noch eine große Redefreiheit und die wird genutzt und die kann man nutzen. Jetzt über Silvester, Neujahr, findet ein großer Kongress statt in Krakau in Polen. Der heißt Revive Europe, also Europa neu erwecken. Das ist vor allem für junge Leute, so Leute in den 20ern. Und da kommen 2.000 bis 3.000 Leute zusammen, die ein Herz dafür haben, dass Europa wieder lebendig wird, was den Glauben angeht. Die Leiterin von dieser Bewegung, die heißt Sarah Broyle. Sarah Broyle ist zum Beispiel auch eine dieser Missionare, die von Brasilien nach Rom gekommen ist und dort diese Arbeit leitet. Und sie hat gesagt, Europa, ich sage es erst auf Englisch, Europe is not post-revival, but pre-revival. Also Europa ist nicht unbedingt nach der Erweckung, sondern wir sind vor der Erweckung. Ja. Und ich habe die Hoffnung, Gott hat noch viel vor mit Europa, hat er noch viel vor mit der Schweiz. Und wir brauchen uns keine Sorgen, keine Angst zu machen, denn wie wir in dieser Serie bisher schon gehört haben, Mission, also wir sind nicht der Treiber von Mission, sondern es ist Gottes Mission. Es ist Missio Dei. Er hat einen Plan dafür, er hat es im Griff. Und klar wünschten wir uns manchmal, dass es anders aussieht. Aber er geht voran und wir folgen nach und nicht andersrum. Und deswegen wird mit Sicherheit noch viel passieren in Europa. Ich hoffe, wir sehen es auch. Weil manchmal ist es nicht unbedingt immer nur was Großes, sondern es ist häufig viel, viel Kleines. Ja, und du hast ja noch gesagt, sogar die Zeiten von der Angst, Unsicherheit, Krieg, haben wir auch wirklich etwas als Kirche zu bieten, oder? Da alle Menschen frei dürfen Kirche leben, uns dürfen treffen und da haben wir eigentlich so ein Potenzial und so viel zu geben. Ja. Genau. Ganz genau. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo Angst und Depression um sich greift wie eine Pandemie. Und das hat gute Gründe, das kann man alles erklären. Aber ich glaube, genau in den Momenten, in den Situationen braucht es Hoffnung. Und was gibt es für eine bessere Hoffnung als Jesus Christus, der Auferstandene, der den Tod besiegt hat, der regiert überall, der regiert auch in der Ukraine oder auch bei uns hier im Ahrtal. Und das ist eine Hoffnung, die eben, und da können wir so viel von der verfolgten Kirche lernen, die haben so eine unbeirrbare Hoffnung. Und wenn die das haben können, dann können wir das auch haben. Und dann können wir sagen, hey, ich habe keine Angst, auch wenn vielleicht ich komisch angeguckt werde von meinen Nachbarn, wenn ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe. Na und? Es gibt Leute, die bezahlen einen viel höheren Preis. Yes. Ja. Wir kommen nachher nochmal so ein bisschen auf unseren Alltag und unser Dasein, wir als Kirche. Mich würde noch wundern, was sind so die grössten Herausforderungen für die Mission heute?
weltweit? Ja, also die Weltbevölkerung wächst schneller als die christliche Gemeinde. Das ist so. Es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber es sterben jeden Tag ungefähr 100.000 Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Das ist eine riesen Herausforderung. Und um noch eine Zahl zu nennen, dann lasse ich es mit den Zahlen. 86% von allen Muslimen, Hindus und Buddhisten, also fast 9 von 10 Hindus, Buddhisten und Muslimen, kennen keinen Christen persönlich. Also das heißt nicht, dass sie noch nie den Namen Jesus gehört haben, aber sie kennen keinen Christen. Und sie können nicht sehen, wie wir Christen wirklich leben. Sie gucken sich vielleicht in den Medien gewisse Sachen an und denken sich, so wie die Länder sich verhalten, das sind christliche Länder, so sind Christen, so will ich nicht sein. Aber das ist eine riesen Herausforderung, weil so viel passiert über die persönliche Beziehung. Für uns als Medienmissionswerk zeigt das, wie wichtig es ist, christliche Medien auszustrahlen, weil dort kommt man halt wirklich über alle Art Grenzen hinweg. Aber das ist eine riesen Herausforderung. Eine Riesenherausforderung ist, dass ein Mangel an Discipleship, also an Jüngerschaft, dass es manchmal nur darum geht, dass irgendwie jemand das richtige Gebet sagt und vielleicht noch getauft wird und den Rest lassen wir dann. Aber es geht darum, dass wir alle und gerade Leute, die jung sind im Glauben, dass sie verstehen, worum geht es und im Glauben wachsen und Schritte machen und dass wir eben in der Nachfolge wachsen, immer mehr so werden wie Jesus. Und denn das verändert nicht nur ein Taufschein. Ist natürlich wichtig, keine Frage, aber das ist ein lebenslanger Prozess, das ist eine große Herausforderung. Und noch eine letzte, das hat der CEO von Lausanne so treffend gesagt, wir denken häufig, I don't need you. Ich brauche euch nicht, sondern wir machen hier unser Ding und wir und ihr dort, wo auch immer am Rest der Welt, wir brauchen euch nicht. Und da kommen wir zurück zur Zusammenarbeit. Wir brauchen einander. Wir sind eine globale Kirche. Wir brauchen einander, wir können voneinander lernen. Und ja, wenn wir das mehr leben, ich glaube, dann wird auch Mission explodieren. Ja, so die Ressourcen, ja, wo wir sind, das Wissen. Vielleicht noch kurz, wie siehst du momentan, oder was ist für dich momentan die grösste Herausforderung, vielleicht Gefahr, gerade für die Kirche im Westen? Ja, ich glaube zum einen so eine gewisse Lethargie, dass wir denken, die Arbeit ist so groß, wir können es eh nicht schaffen. Es kommt auch von so einer Busyness, dass wir einfach unglaublich beschäftigt sind. Und da spreche ich auch für mich. Das ist so mein Punkt, die Vielbeschäftigkeit kann auch dazu führen, dass wir uns mit den falschen Sachen beschäftigen und ebenso eine Hoffnungslosigkeit, weil wir denken, wir sind so klein, wir haben hier nichts zu sagen. Aber die Kirche, die wirklichen Nachfolger Jesu waren immer in der Minderheit. Es war nie die Mehrheit in der Gesellschaft. Und ja, vielleicht trauen wir Gott zu wenig zu. Und wir versuchen es selber zu machen. Und das schaffen wir nicht. Und da werden wir scheitern. Das kann ich versprechen. Wenn wir es versuchen selber zu machen, egal was, aber gerade auch Mission, wir werden es nicht schaffen. Aber wir haben Gott an unserer Seite, den Allmächtigen, und mit ihm ist alles möglich. Und dann kann auch eine neue Erweckung in Europa passieren, dann kann auch wirklich Veränderung passieren, wenn wir es Gott zutrauen und auch selber bekennen und zugeben, hey, sorry, ich habe selber versucht oder ich war selber total egozentrisch und arrogant und was auch immer wir zu bekennen haben. Und dann kann dieser Wandel passieren.
Ja. Jetzt zum Schluss noch. Was können wir mitnehmen für uns, für unseren Alltag? Also wir haben natürlich schon jetzt einiges gehört, da können wir sicher vieles mitnehmen. Aber gibt es vielleicht noch ein paar Punkte, wo du sagst, hey, das willst du uns noch mitgeben? Für uns Schweizer da. Ja, also vielleicht nochmal an den Anfang zurück, so dieses 99% sein, das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel. Nicht versuchen, irgendwie so diese ganzen, so das Thema Mission oder Glaube, was auch immer, an die Pastoren und Missionare zu delegieren und dann 5, 6 Tage in der Woche das ganze Thema vergessen, sondern ich glaube, es ist total wichtig, dass jeder an seinem Platz das als Auftrag sieht und das als Missionsfeld sieht, den Arbeitsplatz oder auch die Familie oder wo auch immer wir tätig sind. Das kann jeder Einzelne mitnehmen, das ist total wichtig. Und es geht nicht so sehr darum, super Programme zu entwickeln. Jemand dort, ich weiß nicht mehr, hat den Satz gesagt, People are winning people's hearts, not programs. Also Menschen gewinnen Menschen, nicht die Programme. Und ein Beispiel, gerade was ich gestern gehört habe in Albanien. Albanien ist ein muslimisches / atheistisches Land, wenig Christen. Wir waren dort in einem Hotel und die Leiterin dort an der Rezeption ist irgendwann auf unsere Leiterin zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben euch beobachtet. Wir haben beobachtet, wie ihr betet. Wir sind selber Muslime, aber können wir mitbeten? Wow. Warum? Weil sie den Unterschied gemerkt haben. Sie haben gemerkt, dass das irgendwie ein lebendiger Glaube ist. Und dann haben sie noch angefangen, so ein bisschen zu googeln, haben gesehen, was die Efi geschrieben hat zum Thema Versöhnung und hat gemerkt, boah, das ist real. Und das war nicht geplant. Aber Menschen gewinnen Menschen. Und lass uns das nicht irgendwo hin delegieren, sondern das wirklich authentisch leben, ein Stück weit hat es ja damit zu tun, oder? Also das Licht nicht unter den Schemel stellen, jetzt vielleicht auch nicht gerade jemandem ins Gesicht drücken, aber einfach authentisch sich sein und den Glauben leben. Und ich habe das auch gut gefunden, am Anfang hast du gesagt, your email is your worship song, dein E-Mail ist der Worship Song im Himmel. Und manchmal kann es so unspektakulär aussehen, aber auch in dem Sinne dürfen den Wert sehen, oder dass Gott es braucht und mit uns ist in dem Sinne. Und schlussendlich muss er es fühlen. Ja. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Hey, genial. Ja. Und ja, das kann jeder für sich mitnehmen. Ja. Ja. Jeder schreibt E-Mails. Man kann auch WhatsApp sagen. Ach, so gut, ja. Philipp. Ich könnte dir noch viel länger zuhören. Ich finde es so spannend, so bereichernd auch, so einen Einblick zu bekommen. Und auch gerade, von anderen Kirchen, Christen, Nationen zu hören. Und du bist jemand, du hast so Leute getroffen. Es ist nicht nur vom Hören, Sagen irgendwo, dass du das erzählst. Und ich glaube, da können wir definitiv auch praktische Punkte für unseren Alltag, für unser Leben, für uns mitnehmen. Und ich würde dir Danke sagen zum Schluss. Zum einen, dass du dir Zeit genommen hast, um da auf die Bühne zu kommen, zum Teilen. Und zum anderen auch für deinen Einsatz. Ich finde es so wertvoll, was du machst, wie du dich brauchen lässt, um Gottes Nachricht, sein Wort zu verkünden. Ja, und da würde ich dir mega Danke sagen. Und ich würde dich noch bitten, zum für uns beten, zum Schluss. Gern. Das wäre mega schön. Jesus, danke, dass du deine Gemeinde liebst, dass du uns hier liebst, nicht weil wir irgendwie was Tolles gemacht haben, sondern einfach, weil wir deine Gemeinde sind und dass du uns als globale Kirche liebst. Und danke, dass du Europa nicht vergessen hast. Danke, dass es kein Prozess ist, auf dem wir uns befinden, wo wir irgendwann keine Christen mehr in Europa haben, sondern danke, dass du noch so viele Lichter in Europa brennen hast, so viele Gemeinden, so viele Christen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns
hier im Ahrtal, im Zürich-Oberland, in der Schweiz, in Europa und auch weltweit einfach die Freude gibst, dass wir von dir einfach weiter erzählen können, dass du neu ein Feuer in uns entfachst, dass wir einfach übersprudeln, nicht weil wir müssen, sondern weil wir nicht anders können. Ja. Und dass du uns den Mut gibst, die Weisheit gibst und dass wir erkennen, dass alle dort, wo wir sind, wo wir mit Menschen reden, kommunizieren, sei es mündlich, sei es per E-Mail, sei es per WhatsApp, was auch immer, dass wir erkennen, dass das alles, dass wir dort Zeuge sind und dass Menschen uns beobachten und dass wir dort einen Unterschied machen können. Und wir brauchen kein perfektes Programm, sondern wir brauchen einfach eine Verbindung zu dir und können daraus leben. Jesus, segne uns damit. Segne du jeden Einzelnen hier online, der zuhört. Und lass uns übersprudeln von deiner Liebe, Jesus, zu deiner Ehre. Amen. 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 Danke dir vielmals.